Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins of Pelzig. Okay. Wenn dem so ist, dann geht's doch hier, wo wir eigentlich hieß sollten. Oh ja. Oh ja. Kultistenaufseher, Hauptmann, Level 0. Wisst Bescheid. Was sind wir eigentlich? Level 18. Okay, das war offensichtlich der falsche, richtige Weg. Da sollte man da nicht lang. Ja, scheiß drauf. Wenn das nicht der Weg ist, wo wir hier sollten, ne? Dann können wir noch da aufrahmen und dann sollten wir noch da in die Gegend reingehen. Das ist halt immer so eine Sache. Ich mag halt immer die optionale Sache vorher abgrasen. Nicht einfach nur blinde Hauptstory oder am Hauptweg hinterher rennen. Da gibt es anscheinend noch Schwefelaktivität. Für Teufel. Ja, da geht es wieder in die ursprüngliche Tempelreihe. Kultisten, Plünderer. Ja, komm. Ich schnapp mal uns auch noch. Oh, hier sieht es aber auch freundlich aus. Pass auf, hier ist Falle und Pipapo. Ja, hier, ach. So, dann hauen wir die zwei doch gleich mal um. So, der hat gleich mal eine Falle entdeckt. Die darf er auch sofort entschärfen. Stan, du rennst bitte hier außen rum. Und um die kümmern wir uns auf magische Art. So, die Falle ist weg. Dann kann die in Einsatz kommen. Ah, sehr gut. Die ist schon kaputt. Dann bleibt ja nur noch der da. Und der Bogenschütze. Sehr schön. Gut, die Stolperdrähte und Falle nehme ich natürlich gern mit, weil die ordentlich Erfahrungspunkte noch bringen. Und glücklicherweise wird das ja durchsignalisiert schon. Okay, es sieht wohl so aus, als müssten wir wieder kruscht loswerden. Schockbeschichtung ist ja hier auch so ein Quatsch, das keiner braucht. Schwaches Elixier der Erdung, Müll. Schwacher Geisterbalsam, Müll, wie die Eissalbe und der Wärmebalsam. Kommt, der ganze Rotz kann jetzt erstmal raus. Und so ein Quatsch nehmen wir auch nicht mit. So, so. Schicke Vase, ja komm. 5 Erfahrungspunkte für die Truhe. Ne, das ist ja eigentlich nichts. Streitkolben, roter Stahl. Ja komm, zum Schluss müssen wir wahrscheinlich bei dem ganzen Mist aussortieren. Und Feuerpfeile. Ja, die können wir wenigstens gut verkaufen. Die sollten wir immer mitnehmen. Okay, interessant, dass der Raum hier irgendwie bearbeitet ist, während das hier natürliche Höhle sind. Vielleicht noch ein unfertiger Teil vom Tempel. Lang genug Zeit hätten sie aber gehabt, um das zu machen. Oh. Kolgrim. Ja. Warum? Warum? Kultisten, Plünderer. Was kommt jetzt? Ich mag das, wenn Leute Grimm im Namen haben. Oh, was er nicht sagt. Wer seid ihr? Geht's zur Seite, wenn ihr leben wollt? Ich will nicht retten. Kämpft, Feigling. Geht's zur Seite, wenn ihr leben wollt. The righteous do not fear death. You have defiled our temple. You have spilled the blood of the faithful and slaughtered our young. No more. You will tell me now, intruder, why you have done all this. Why have you come here? Ich will sicherstellen, dass ihr nie wieder jemanden verletzt. Ich komme wegen der Urne der Heilige Asche. Nennt euren Namen, dann sage ich euch, weshalb ich hier bin. In dem alten Tempel gibt es doch sicher Reichtümer. Na, sagt er erstmal, wie täscht. I am Father Kolgrim, leader and guide to the disciples of Andraste. Ach, okay. Kill us, and you will face Andraste. She will smell our blood, and the blood of her children on you, and her wrath will be graped. Okay, das ist offensichtlich jetzt der A-Führer und nicht der geistige A-Führer, der meine Kerl schon abgemurkst hat. Ich riskier's, bevor rett ihr do. Kinder, wenn ihr die Drache ist, Andraste ein Drache. Andraste ist tot, sprecht ihr von der Urne. Na, wenn ihr die Drache. She is so much more.
She is even more glorious than all the old gods combined. The prophet Andraste has overcome death itself, and has returned to her faithful in a form more radiant than you can imagine. Not even the Tevinter Imperium could hope to slay her now. What hope do you have? Tja, das weiß ich bisher noch nicht, außer dass du ein starker Siedpelzer bist, weil du es rollst wie Sau. Ihr seid wahnsinnig, Andraste ist tot. Ich will die wieder auferstandene Andraste sehen. Was ist mit der Asche passiert? Akzeptiert er dann eine Entschuldigung? Das ist Ketzerei, ich kann das nicht länger zulassen. Und was ist mit der Asche passiert? They are still within this temple. But why do we need ashes when we serve the risen Andraste in all her glory? Ihr seid wahnsinnig, ja? Ihr könnt mir die Urne also geben. So you are after the ashes? Perhaps there is a way for you to make up for your desecration of our home and temple. Für euch mache ich gar nichts. Woher der plötzliche Wunsch noch Zusammenarbeit? Maybe because I believe in second chances. All of us stumble through the darkness before being found and shown the light. Perhaps through Andraste's mercy, her greatest enemy will become her greatest champion. Nee, euer Andraste wird vor mir fallen, wie schon andere vor ihr. Sagt einfach, was ihr zur Sache habt. Na, alle hopp. Vielleicht kümmert es einer Vereinbarung. Vielleicht leidet ihr nur unter Wahnvorstellungen. Sag einfach, was zur Sache hast. The ashes you seek reside atop this mountain, watched by an immortal guardian who refuses to accept the truth of the risen lady. Now the ashes prevent Holy Andraste from fully realizing her new form. They are a remnant of her past incarnation, and she cannot move on as long as they exist. Ihr wollt die Asche zerstören, das würdet ihr nicht überleben. Weiter, kommt gleich dazu, wie ich euch helfen kann. Und dann wollt ihr es einfach aus dem Fenster streuen. Weiter. The beloved needs to reclaim the ashes, to make them her own again. All it would take is a drop of her blood. Blood carries power, strength, knowledge. Through it, all the power that is held in the ashes will be returned to Our Lady. Ihr verlangt Böses, ich muss euch vernichten. Warum habt ihr das dann noch nicht gemacht? Klingt einleuchtend, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Warum habt ihr das noch nicht gemacht? Guardian has foiled all our attempts to reach the urn. He keeps what power remains from the true Andraste. He knows the disciples, and we cannot touch him, for he draws his strength from the ashes themselves. But you could deliver Our Lady what is rightfully hers. The rewards for performing such a service would be great indeed. Was für Belohnung. You will gain the right to the power of the dragon, the power of risen Andraste herself. The task is simple. I give you a vial of the holy Andraste's blood, and you empty the vial into the ashes. Whatever magic was held in the ashes will be undone, and our great lady will be freed from the shackles of her past life. And what? Encourage the worship of a large lizard? Consider your actions carefully. Ihre Religion ist ebenso gültig wie der Weg des Kuhn. Ich hab's bedacht. Ihr vergesst wohl, dass ich hier die Entscheidungen treffe. Ja gut, ich hab's bedacht. Not enough. Ihr gebt euch nur zufrieden, wenn ich mache, was ihr verlangt. Doch während euch ewig gewöhnen müssen. Vielleicht habt ihr recht und es ist eine schlechte Idee. You will not help us? Then we cannot allow you to leave here. To arms, my brethren! Andraste will grant us victory! Sagen wir es mal so, ich habe einfach vor, den ganzen Murks, was hier rumrennt, niederzumachen. Selbstverständlich hätten wir jetzt auch hier Wiedergeboren, die Andraste haben können. Ich weiß allerdings nicht, was uns das an Belohnung gibt, ob wir da irgendeine Klasse noch freischalten oder sonst was. Aber, naja, denn zur Hilfe wäre auf jeden Fall nicht gerade gut. Ne? Das wäre auf jeden Fall ein böser Weg, aber das wäre mir an sich egal gewesen. Aber ich brauche halt die Asche für den Al-Iman. Und außerdem will ich Stan nicht verlieren, sagen wir es mal so. Gut, dann haben wir die zweimal Eifrierer. Dann können wir die Kultiste-Plünderer zerschmettern. Auf die Magier hin mag ich auch noch los. So,
Ne, dass die hinten noch irgendeinen Mist machen. Okay, das war's mit Denner. Der müsste der einzigste... Ne, der steht noch. Stan. Stan sieht gerade gefährlich aus. Saffron ebenfalls. Deswegen solltet ihr mal einen Wundumschlag zu sich nehmen. Und Morrigan. Machen wir Gruppeheilung. Ja, gehen wir weiter auf der Colgrim. Hat sich gerade gleich erledigt. Jo. So viel zum Finisher. Und so viel zu dem Kultisten-A-Führer. Wir machen einfach hier alles platt, was wir finden, ganz einfach. Der Kult wird es nicht überleben. Das geht nur darum, dass es so besonders schlimm ist, hier den Drachekult zu zerstören. Es geht eher darum, dass ich halt mal eigenen Weg gehe. Colgrims Horn. Dieses mit einem abgeänderten Symbol der Kirche verzierte Horn gehörte einst Vater Colgrim aus Haven. Wenn er mit dem hohen Drachen, den er für die wiedergeborene Andraste hielt, kommunizieren wollte, ließ er dieses Horn vom Berggipfel erklingen. Benutzen, lass dieses Horn auf dem Gipfel des über dem Dorf Haven aufragenden Berges erklingen, um den hohen Drachen herbeizurufen. Nemma, sowie der Diamant, die schwere Kettenrüstung aus Silberit Nemmach. Schneider des Glaubens, das sieht doch gar nicht mal so scheiße aus, das Ding, Nemmach mit. Starkes Elixier der Erdung. Tja, da müssen wir was anderes fortschmeißen davor. Wie wäre dann folgendes? So was Silberring, das können wir fortschmeißen. Das lässt sich bestimmt ganz gut verkaufen, das Zeug. Da geht's dann wohl zum Berggipfel hoch, alles klar. Gut. Dann war das wohl ein Weg, den wir hätten gehen müssen. Dann war das wohl der richtige Weg. Verflixt nochmal. Ja, dann ist das noch relativ gefährlich, glaube ich. Und dann können wir noch dahin gehen. Ja, also wie gesagt, es wäre jetzt für mich nicht so schlimm gewesen, denen zu helfen, um eine böse Tat zu begehen. Aber wie man alle schon am Text sieht, handelt sich das hier einfach nur um einen hohen Drache. Denn die Anhänger wirklich nur für Andraste halten. Da ist also nichts an der Geschichte dran. Andraste ist nach wie vor existent. Und ist nach wie vor tot und mit dem Blutritual hätte man wahrscheinlich nur die Asche entweiht und die hätten nur ihren Wahn weiter gefrönt. Und was wir so gemacht haben, ist eigentlich eher das, was die Kirche will, dass die Andraste-Asche unberührt bleibt und dann weiter hier heilig ist wie Sau, schlag mich tot. Ne? An sich ist das relativ egal für mich, muss ich sagen. Mir geht es in allererster Linie einfach um die ganze Sache, die man flattern und plündern kann. Und dass man hier hervorragend Loot hat, sowohl bei Colgrim als auch bei dem Hohen Drache dann. Jetzt wissen wir ja auch, was der Gegner ist, der Endboss. So, das Ding ist nach wie vor stärker, vor allem 10% Schade gegen Drache, ne? Tja, Yusaris aus Silberit ist so ganz schön ordentliche Oschi, würde ich mal sagen. Das macht immer noch der meiste Schade, das Ding. Ja, dann gucken wir uns noch die Teile von der Höhle an. Also die Höhle kriegen wir vielleicht insgesamt in dem Teil noch hier. Drachendreck. Oh, das sind anscheinend... Oh, Drago, das sind mal die erwachsene männliche Drache. Aber anhand von dem Gemecker scheint hier wohl noch irgendwo ein Schaf zu sein. Ja, jetzt kommt die erwachsene männliche Drache. So. Kältekegel. Warten wir, bis die anderen noch da sind. Die blockieren sich gerade gegenseitig. Ja, die zählen nach als stärkerer Boss. Und gibt es sogar noch einen extra Codex-Eintrag für die Draco. Aber wie man sieht,
Die sind in etwa so groß wie die erwachsene weibliche Drache mit den Flügel. Und es gibt außerdem noch Drago-Schuppe, was die haben. Nietenbesetzter Lederhelm. So, das ist doch Müll, den wir weglassen können. Drago-Schuppe, eine perfekte Drago-Schuppe. Neue Quest. Eine Rüstung oder die Rüstung aus Drago-Schuppen. Ja, das klingt doch ziemlich cool. Gucken wir doch gleich in Molrei. Das wird wohl nicht bei der Gemeinschaft der Magier. Jo, das ist in Denerim. Das können wir wahrscheinlich dem Typ im Marktviertel geben. Finde Drago-Schuppen für die Rüstung. Meister Wade, genau der, im Marktviertel von Denerim, kann eine beeindruckende Rüstung aus Drago-Schuppen herstellen, wenn du ihm genügend dieser Schuppen bringst. Er scheint sich sehr auf die Herausforderung zu freuen. Naja, dann bräuchten wir eigentlich ja noch ein paar mehr von den Dragos als Gegner. Kriegerstatuette aus Stein. Eine kleine Steinstatue, die einen menschenähnlichen Krieger darstellt. Das könnte was für Stan sein. Aber wir sollten eh mal ein paar Geschenke vielleicht so mal verteilen, dass wir wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar haben. Vielleicht sowas. Das könnte man zumindest mal ein kleiner Silberbarren. Natürlich habe ich dann, wie wär's denn mit ein paar Dinger für ihn hier? Für Morrigan hätten wir dann auch noch was Schönes. Die Drachenblutrezepte, Tränke und Tinkturen. Okay, das gefällt ihr wenigstens. Medaillon. Eine alte Gemme, wunderschöne Frau. Das ist was für... Na, Alistair wohl eher. Jacintbeutel mit Met, ne? Okay. Ja gut, da haben wir wenigstens wieder ein bisschen Platz im Inventar für sowas hier. Kriegerstatue aus Stein. Das ist das perfekte Geschenk für Stan eigentlich. Wo ist es dann? Seidenteppich bestimmt nicht. Das ist eher Zeug, was wir verkaufen können. Ah, Totengebete der Kunari. Das wird wahrscheinlich Gespräch auslösen. Die Kriegerstatue. Okay, ja gut, das war nichts Großes. Mhm. Habt ihr doch gesagt, du sollst Kesale nicht babbler. So, okay. Dann wäre das erledigt. Wir hätten wieder ein paar mehr Plätze im Inventar frei. Außerdem haben wir eine neue Quest noch kriegt dort durch. Dann können wir jetzt auch noch overgehen, können uns das nochmal angucken. Es sind bestimmt noch ein paar spannende Sachen unterwegs für uns. Ja, ich bin jetzt einmal ich weiß gar nicht, um ehrlich zu sein, was diese Kolgrim-Quest uns gegeben hätte, hätten wir jetzt die Asche wirklich entweiht. Ich kann es jetzt sagen, wenn ihr es wisst, kommentiert das natürlich sehr gern. Und gebt mal Bescheid, was mir das an Belohnung gegeben hätte. Das Schlimmste ist immer bei solchen Quests, dass es meistens einfach nur irgendein Gegenstand gibt. Und wenn man die Leute abmurkst in einem Kampf, dann kriegt man halt alles. Es sei denn, das ist wirklich so ein spezieller Questgegenstand, der nur dafür erscheint und nicht im Inventar vom Gegner. So. Da sind noch ein paar Kultisten. Außerdem sieht man das wieder noch ursprünglich im Tempel hier aus. Allerdings ist der Botte noch nicht ganz fertig. Da steht außerdem noch ein Kultistenaufseher als Magier. Und Plünderer, 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 Plünderer. Alles klar. Dann frieren wir euch zwei Knabe doch gleich mal ein. Der wird gleich mal ersteinfaustet. Sehr schön. Beide zerborschte Falle entdeckt. Ah, da ist es. Tellereise. Ja, macht das gleich mal weg, Seppel. Hervorragend. Da machen wir das zweite Ding weg. Und wir kümmern uns um den Magier aber. Oder ich zumindest. Der beschützt anscheinend hier Drache-Eier, wie es aussieht. Quatsch, das will ich gar nicht. Ich will das da. Oh, der ist in einer schützende Kugel. Oh, halte mal eine Gaul. Da ist mal wieder ein Drago. Also cool sehen die schon aus, da kann man nichts sagen. Warte mal, halte mal eine Gaul an. Nimm mal selber so einen Wundumschlag. Und dann frieren wir die nochmal ein.
Okay, Stan hat's erwischt. Zeit für Wiederbelebung. Stan steht wieder soweit. Dann nimm jetzt das Ding. Und er steht... nee, er hat allerdings den Malus noch mitkriegt. Zauberweber Silverit ist allerdings nur ein Handschwert. Voraussetzung Arkaner Krieger, ja geil. Das wäre sogar etwas, was ich verwenden könnte. Ui. Ja, da müsste ich allerdings in den Kampf als Schwert, ne? Aber das halten wir uns mal im Hinterkopf. Das sieht ziemlich cool aus. Also wie es aussieht, war der Typ ein Kampfmagier. Und wir können es auf jeden Fall verwenden. Klingt mal ziemlich gut. So, du heilst uns nochmal alles. Danny Boy, du nimmst hier das nochmal. Ich will, dass du den Malus weghoscht. Und weiter aufs Drache, Junge. So. Okay. Dann holen wir weitere Drago-Schupper. Sind wir jetzt immer hier schon mal bei 5er. Nicht schlecht. Säureflächen, das ist Müll, den wir liegen lassen können. Schwaches Elixier der Erdung können wir genauso liegen lassen. Alles nur Müll, braucht kein Mensch. Ja, die Eier lassen wir, damit die... Also selbst wenn ich jetzt die Option hätte, die zu vernichten, würde ich die Eier, glaube ich, auch in Ruhe lassen. Einfach, dass die kleine Drache hier wenigstens noch eine Chance haben zu überleben und selbstständig zu leben, ohne den komischen Kult. Dann können die aus ihrem Leben machen, was sie wollen. Sofern sie dann Nahrung finden und es schaffen. Ist vielleicht ein bisschen grausam. Aber auf jeden Fall ist der eine Drache oder mit der Chance geben, eigenständig zu leben. Okay, du kannst noch wohin gehen. Möchte ich mal trotzdem nochmal das Schwert angucken, was wir da jetzt gekriegt haben. Zauberweber. Macht mir mehr Schaden, ne? Allerdings mache ich doch keinen Fernkampf mehr. 25 Kälteresistenz und 50% mehr Kälteschaden gibt den Stab, den ich habe. Die Waffe macht mehr Schaden, plus 5 Magie, plus 1 Mana-Regeneration im Kampf, 10% Zauberresistenz generell und plus 3 Elektroschaden. Das ist eigentlich ziemlich geiler Scheiß. Wir nehmen das Ding jetzt einfach mal. Sieht auch ganz nett aus und es muss ja auch irgendeinen Vorteil haben, dass wir Kampfmagier sind, ne? Oder wie hieß es nochmal? Arkaner Krieger, genau. Es muss ja auch einen gewissen Vorteil haben, dass wir die Prestige-Klasse gewählt haben. So. Du lauert noch was? Kultisten lauern hier noch. Okay, dann wollen wir mal. Wieder Dragos. Na dann. Halten wir den Gaul aus. So. Rums. Dann machen wir hier noch was. Und dort noch müssen wir ja sowieso die Episode eigentlich beenden. So, dann können die jetzt noch ihren Spaß hier haben. Okay. Da ist noch ein Meuchler. Und wieder raus aus dem Gebiet. So, da können wir dann unser 60 Drago-Schuppe uns abholen. Hervorragend. Wenn der Raum fertig ist, dann können wir ja eigentlich direkt wieder losmarschieren. Die Dweoma-Rune des Experten. Drachenei können wir auch öffnen. Oh. Schuppen, Rüstungshandschuhe. Mittelschwere. Ja, die haben nix, was an Boni gewähren. Plus 4 Zauberkraft. Voraussetzung Blutmagier. Nee, da ist mal aktuelles Ding besser. Neuer Kodex-Eintrag der Lebenstrinker. Offensichtlich ein legendärer Gegenstand. Hier ist noch ein Buch. Die erste Verderbnis, Kapitel 3. Okay, ja, das ist wohl der Eierraum. Der hat ja nur, genau, der hat nur Müll bei sich. Alles klar, dann ist ja alles eigentlich erledigt.
und wir können dorthin marschieren. Gut, dann sind alle optionale Räume übrig. Wie ich dann noch gesagt habe, da haben wir es gerade heute noch so hingekriegt. Bisschen mit Überlänge. Also gerade 2 Minuten mehr müssen wir jetzt mit rechnen noch und einplanen. Haben wir es dann noch hingekriegt, die ganze Höhle hier zu erforschen. Dann bleibt ja übermorgen eigentlich nur noch der hohe Drache, diese Pseudo-Andraste. Der Kult dürfte soweit ausgelöscht sein. Und dann bleibt ja nur noch der hohe Drache, den die für die wiedergeborene Andraste Kalte haben. Und es bleibt nur noch die Asche zu Al-Eamon noch Redcliffe zu bringen, um den Kerl wieder zu heilen. Schließlich braucht man ja als Verbündeter. Okay, sehr schön. Hoffentlich reichen 6 Drago-Schuppe aus für Rüstung. Wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt. Ich weiß nicht, wann wir im Spiel überhaupt wieder Drago, ausgewachsene Drago begegnen. So, dann dürften wir knapp 2 Minuten Überlänge erreicht haben. Und sind aber auch gleich an unserem Ziel hier, ne? Jo. Und geht dann einfach, sage ich, liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zum großen Finale zur Quest um die heilige Asche von Andraste. Hier bei Dragon Age, Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Also, machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.